will verteidigen noch von der Seite zum Kollege Alex Bodry. Merci so für sein Rapport, wo versucht hat, korrekt rumzugehen, was an den zwei Kommissionen, sowohl an der Institutionskommission wie an der Grenzkommission, über die zwei Propositionen, die wir heute diskutieren und noch aufstimmen, gesucht wird. Heute diskutieren wir, wie gesagt, aufstimmen wir über die Reform vom Gesetz vom 15. Juni 2014 über das Service de Renseignement annimmt eine Aufänderung von einem internen Chambersreglement in Artikel 2 von der Annex E. Hauptsächlich geht es oder nicht mehr geht es darum, Zusammensetzung von der Kommission de Kontrolle Parlamentär vom Geheimdienst. Das Ganze geht zurück auf eine Proposition de Loi, die den Kollege Alex Bodry als Präsident von der Parlamentarischen Enquetekommission am Dossier Israel demonstriert hat, an der auch zum Schluss von der Enquetekommission die Proposition de Loi als tun an der Kommission einstimmig zurückbehalten gehen. Ich komme nach ein Jahr dort zurück. Für wer hat man dass die Proposition de Loi sind deren an E-Punkt rauszuholen. Ich meine, das sei schon erklärt, und Herr Paul-Henri Meyers hat das am Detail erklärt, dass das, weil den Herr Juncker als Fraktionspräsident und als freieren Minister der Tutel vom Service de Renseignement nicht kann, an die Kommission gehen, das schenkt als logisch sind. Das auch an der Geflogenheit von diesem Parlament, dass man kein Gesetz machen für eine Person, das ist ja so ein bisschen ein Novum, dass man ein Gesetz ändern winst dem Herr Juncker, weil, wie gesagt, hier nicht kann an die Kommission gehen. CSV hat das Problem auch den Ernst das lesen. Sie hat eben einen anderen Fraktionspräsident Kind machen, dann hat man die Gesetzesänderung nicht brauchen zu machen mit CSV, selbstverständlich, aber frei für den Fraktionspräsident zu machen. Und wir verstehen auch, dass das den Herr Juncker ist. Wir gehen also heimnehmen, ob der Juncker nicht verstanden, entschuldigt. Den Herr Juncker hat gemeint, er gibt das einer größer oder mit einer größer Fraktion nicht eins. Was das gefallen übersetzt? Ja, aber meine Fraktion, die war klein und sie war groß, wir sind nicht mehr eins, ich verstehen, aber Herr Juncker, dass es für euch auch ganz schwer ist, und das gesagt wird, dass es für euch auch ganz schwer ist, an seiner Fraktion, man so eine große Equipe immer eins zu gehen, das versteht jeder. Herr Präsident, wir gehen also heute hin, aber andere nehmen einen Artikel von dem Gesetz wo eben lo drachtstoken. Bis lo war es so, dass die Parlamentarische Kontrollkommission exklusiv von den Präsidenten von den Fraktionen besagt gehen aus. Die Proposition de Loi, die lo vierleit, die möchte eine Ouverture an einem gewissen Sinn, dass sie neben den Präsidenten von der Gruppe Politik auch Präsidenten von der sogenannten Grupptechniken die Möglichkeit möchten. Ich will darauf zurückkommen, auf die Proposition de Loi vom Kollege Alex Bodry an der Enquetekommission, der mir auch zugestimmt hat, an dem auch unterschrieben und genauso gut, wenn ich für die Lenkkollegen den Serge Urbani dat an der Kommission gemietet. Ich meine, ich muss aber fairerweise sagen, dass ich an der Enquetekommission damals gesagt habe, dass ich der Meinung, wie hat Madame Loschetter heute gerade angeschnitten, dass derzeit eine gewisse Kredibilität insgesamt von der Politik mit der ganzen Enquetekommission Spiel stand, und dass man als Ziel war, am Anfang eine geschlossenen Message nach außen zu gehen, und nicht aufgrund von einer Zusammensetzung von der Kommission, da nach außen eine Diskussion oder eine Polemik entwickelt hat. Dafür habe ich auch der Proposition de Loi zugestimmt, und ich habe auch damals an der Enquetekommission gesagt, dass ich zwar mit der Zusammensetzung von der Enquetekommission, wie an der Proposition de Loi, festgehalten ist, nicht auferstanden, wie mir ich gebe aber Proposition mitteilen für das noch draußen, aber eine Unanimität von der Kommission zu dem Zeitpunkt gibt bestehen. Das kann ich nicht mehr bestätigen. Das kann ich nicht mehr bestätigen. Das kann der Herr Urbani, tut doch kein von den anderen Kollegen, tut doch kein von den anderen Kollegen, Herr Urbani, muss ich fairerweise so, und das kontestiert ich schon das auch an der Reglementskommission, an der Institutionskommission gesagt, dass auch dafür keinem kontestiert gehen, wann Herr Berger und Madame Loschetter das ähnlich das Griff verstehen ich das auch zum Teil, weil sie nicht Member an der Enquetekommission wären.
ja, Leute dabei zu verstehen, das, was ich noch erklärt habe. Ich meine, das war ja klar und deutlich. Ja. Auf jeden Fall war das Ursache für was, dass man damals die Projet de loi oder die Proposition de loi erstens angeholt haben, mit der interneren Macht, die Loi ja konfirmiert geht aus. Zweiter Punkt, wenn heute geschwärzt wird, dass Grupptechniken beikommen sind neben der Grupppolitik, dann muss ich aber sagen, dass die Grupptechnik, konträr zu dem, was doch dabei behauptet, das Problem nicht löst. Die Grupptechnik, auch wenn die Lenkkollegen mit Eisgeben eine Grupptechnik machen, gibt das Problem nicht lesen, weil dann immer nur mit ein von den zwei Parteien Kind an der Kommission von dem Kontrolle sind. Und Konfidentialität, die dem oberleiht, erlaubt ihr auch dann nicht, den anderen zu informieren, egal wie von denen zwei dort drauf wäre. Also gibt das Problem auch nicht lesen mit einem Grupptechnik, aus dem verschiedene politische Parteien sich zusammensetzen. Den Herr Berger hat für drüben angeschwärzt, dass man von gesagt hat, auch das Wort Konfidentialität da mit an Gesprächsbrot tut, wie es darüber jetzt gegangen ist, über Sensibilitäten. Ich fühlte, und das wird froh, die den Herr Karteiser am Anfang stellen, ob der Berger dann der Meinung, wir Leute oder Membern aus einer Sensibilitätspolitik, die hätte man ein Konfidentialitätsvertrauen, wie ihn aus einer großen Fraktion. Ich meine, das war eine Erstellung, die sicherlich nicht umgeht kann. Ich will auch daran erinnern, dass ich für Jahre ein Member von der Kommission von der Kontrolle war. Und ich meine, sowohl der Kollege Urbani und ich waren Member von der Enquetekommission und alles, was konfidentiell war, als auch bis heute konfidentiell blieben, so wie das sich gehört, will ich die Erstellung, die hier angewiesen sind, als will ich auf schärfstens dürfen zurückweisen. Herr Präsident, der Conseil d'État hat am Anfang an seinem Avis zu diesem Gesetzesprojekt darauf hingewiesen, dass aufgrund von der Wahl vom 20. Oktober 2013 nehmen wir Vertreter an der Kontrolle vom Parlament an der Kommission wir. Und ihr seht dann auch klar, dass das am Anfang nicht kompatibel wird mit einer efficace Kontrolle vom Parlament. Ich zitiere den Staatsrat: Cette situation n'est guère compatible avec le souci d'assurer un contrôle efficace et incontesté des activités du service. Das ist das, was der Staatsrat am Fond sieht. Und der Staatsrat möchte dann am Fond eine Proposition für den Parlament, einen Ausweg aus der Situation zu ermöglichen, an dem das sieht, man kann setzen nicht an Gesetzkomposition, wen Member von der Kontrollkommission aus, wir setzen das an Chambersreglement, für dann eben der Chamber invertiert Reglement, die Flexibilitäten zu gehen, für eben den aktuellen oder gegebenen politischen Situationen Rechnung zu begehen. Dafür werden wir auch verstanden an der Institutionskommission mit der Änderung von der Proposition, vom Projet de loi, wo die Kommission am Anfang den proposierten Text vom Conseil d'État überholt, wo am Anfang just draufstehen können, dass Chambers, über die zwei vom Chambersreglement, Komposition von der Kommission gemäht wird. Dann noch, als dann die Reglementskommission zusammenkommt, und die Reglementskommission hat dann am Anfang müssen einen Artikel an ihrem Reglement umsetzen, und ich habe proposiert, dass man neben der Gruppe Politik und der Gruppe Technik dann auch Sensibilität Politik sollten mit dabei schreiben, für das alle Partei, die hier an der Chambre ist, dann eben an der Kontrollkommission vertreten wird, und dass dann auch unsere Meinung nur ein absolut transparent vis-à-vis von allen Parteien hier an der Chambre vertreten gehen. Ich habe gemeint, nachdem wir auch an der Reglementskommission, Herr Präsident, dass der Punkt noch im Ordre du jour, wo wir auf eine ganze Reihe von Punkten in unserem Reglement ändern, wo auch die neue Majorität muss fairerweise so am Anfang den Ausstoß dazu gehen hat, für den Sensibilitätspolitiker mehr Rechte an dem Parlament über den Weg vom Reglement so zu erkennen, dass den Erfolg, der von der neuen Majorität gemäht ging, dass den dann auch weitergehen, mehr besser gelehrt gehen, weil die neue Majorität mit der Unterstützung von der CSV dann aber der Meinung war,
dat an Reglement soll am von den Textstelle kommen, die Fedro soll an Gesetzstelle kommen, nämlich dat Kontrollkommission sich zusammensetzt exklusiv aus Membern von der Gruppe Politik, der Fraktionen also an den Sensibilité Politik. Damit war am Anfang die Ouverture, die Möglichkeit, die der Staatsrat gehen hat, durch den Propositionstext da als die verwässert gehen. Herr Präsident, wir bedauern, dass auch hier für drin angeschnitten gehen, dass Experten hier waren, gestern nach aus der Belg, wo dann eben argumentiert gehen, dass auch an der Belg, an Holland, wären nicht alle Parteien an dem Kontrollausschuss vertreten. Da den auch die andere Seite von Lützburg gucken an Deutschland, da sind alle Parteien an dem Kontrollausschuss. Kommen zum Schluss, Herr Präsident. Ich schon das Neidreglement Ja. das Neidreglement Das schon sind doch fest zugewandt. Das sind doch fest Herr Präsident, zu kommen. Herr Präsident, es ist gut, dass man das Tote gesucht hat, das hätte ich nicht gewusst, weil es sind effektiv Schluss gekommen, ich will Schüsse und hatte noch Kinder an Deutschland gucken und da sind alle Parteien, die sind an alle Fraktionen vertreten. Wir holen sie nicht mehr Fraktionen aufgrund von der 5%-Klausel an dem Parlament, wir sind aber alle gut, die da dran sind. Wir werden nun eigentlich über die Fraktionen zu schwätzen. Auf jeden Fall, Herr Präsident, wir bedauern das heute. Wir gehen Zustimmung von unserer Seite, was Gesetzesänderungen belangt, aber wir werden bei dem Chambersreglement nicht stimmen. So, nicht merci.